Herr Präsident, die Damen und die Herren, merci der Madame Tanson für die Aufruf von dieser Aktualitätsstunde über die internationale Vermögenssteuer für Milliardären. Wie Madame Tanson selber gerade erklärt hat, beruht das Aufruf auf einem Rapport von Herrn Zackmann, an hin hat dieser Rapport einen Auftrag von der brasilianischen G20-Präsidentschaft gemäht. Das Resultat geht also in Richtung von einer weltweiten Steuer für Milliardären. Ein Propos, wo sich sowohl den Autor vom Rapport wie auch den Auftraggeber eigentlich von Anfang an gewussten, dass sie aber gegen auf starke Widerstand stoßen. Und noch ganz viele Reaktionen haben das ja gewiesen. Was ich aber auch spannend fand, das ist, was verstoppt sich eigentlich an der geringer Debatte hier in der Chambre? Also die Forderung von einer Aufhebung von einer nationalen Vermögenssteuer, also das, was er am Sinn hat. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin heute zu Lützeburg bewusst noch nie einen Milliardär begegnet. Und ich meine, die meisten von euch, die hier sitzen, sind auch noch keine Milliardäre über den Weg gelaufen. Herr Präsident, mit der CSV und noch mit der schwarz-blauen Regierung gibt es keine Nächstaufhebung von der Vermögenssteuer und gibt auch keine Erbschaftssteuer. So etwas wäre weder am Wahlprogramm von der CSV noch steht es am Regierungsakkord, und wir stehen zu unserer Position. Die gering, Herr Feuer-Wandschliff, ihr könnt ja noch schwätzen, wenn der etwas zu sagen hat. Die Gering haben an ihrem Programm eine Vermögenssteuer zu Lützeburg gefordert. Und der LASAP will laut ihrem Wahlprogramm das ganz mal analysieren. Das ist schon mal klar. Aber vielleicht als ja der LASAP-Sprecher haut ein bisschen mehr klar. Wir als CSV wollen nicht mehr Männer steuern. Das ist wichtig für die Kompetitivität von unserem Land, weil gerade als Kleinland muss als Wirtschaft kompetitiv bleiben. Dazu gehört auch die schon viel zitiert Talent Attraction. Mit einer Vermögenssteuer sind wir viel mehr attraktiv für hoch qualifizierte Talente bei unserem Land umzuziehen. Wir brauchen auch Pragmatismus. Eine Vermögenssteuer ist nicht so einfach zu berechnen. Für allem eine Vermögenssteuer geht Hand an Hand mit einer Aufschärfung vom Bankgeheimnis für Residenten. Das bringt also die gläserne Bürger mit sich. CSV will keine gläserne Bürger und noch keine gläserne Steuerzahler. Das passt nicht zu unserer Kultur als kleines Land, wo jeder kennt. Herr Präsident, im Jahr 2005 gouf der CSV-LASAP-Regierung zusammen mit der DP die Vermögenssteuer für Privatleute aufgeschafft und durch eine Quellensteuer auf den Kapitalertrag ersetzt. Ich will noch einmal auf die Debatte, die damals in diesem Haus stattfand, zurückkommen, weil sie wäre nämlich äußerst interessant. Was damals gesagt wurde, ist auch heute zum größten Teil noch immer richtig. Für allem die nuanciert und richtige Approche vom demolischen LASAP-Deputierten Ben Fayo. Hier verweist für dich auf den Rapport Krecké und sieht, dass die Basis von der Vermögenssteuer von den physischen Personen zu Lützeburg extrem eng ist. Eng heisst hier, ein eng ist jetzt, an dem noch auch kleine Resultate. Denn Herr Krecké hat damals übrigens gezielt auf die Steuerflucht verwiesen. Une qualité importante de capitaux échappe. Mais auch den Herr Ben Fayo bemäht das Argument vom gläsernen Bürger. Loget es auch hier nicht den Willen und die Akzeptanz, für an der Privatsphäre von den Steuerzahler zu sichern, was dann die eigentlich Fortunas sehen. Des Weiteren sehen, es mengen die Akzeptanz vom gläsernen Steuerzahler gibt es zu Lützeburg nicht. An dat, was für über 20 Jahre hier um Pult von Ben Fayo gesagt ist, hat nicht wesentlich geändert. Für beim Zitieren vom Herrn Krecké zu bleiben, wie so eine Vermögenssteuer contraire au principe de l'équité fiscale. Er schreibt selber, dass just die Braven ehrlich getroffen gehen und die anderen nicht. Demno ist nichts beizufügen. Was damals richtig war, ist heute auch noch immer richtig. Und nach einem Zusatz, als Ökonomist war an einer von meinen ersten Ökonomieskuren, die ich auf der Uni hatte, haben wir gelehrt, trop d'impôts
tue l'impôt an noch de Satz ass haut nach immer richtig. Aufschließend will de Schuss nach so, dass die Idee vom Herrn Zackmann zwar a priori sympathisch klingt, me dass se ganz schwer umzusetzen ist, außer die allgemein internationale Lehre gegen sich drastisch ändern. Dafür von unserer Seite aus ein klares Nein zur Vermögenssteuer. Merci. Herr Präsident, die Damen und die Herren, fandiert normal, so hat Madame Tanzer angefangen, an ich auch, dass Milliardäre Männersteuern bezahlen wie hier Schofren. Das hat effektiv der Gabriel Zuckmann an einem Interview an der Belgischer Zeitung Le Soir opgeworfen. Der Rapport Zuckmann, das ist nämlich ein Rapport vom 25. Juni 2024, als auch die Grundlage, von der Madame Tanson ihrer Aktualitätsstunde von der Mitte an den Herrn Zuckmann wird zu wiederholen. Die sieht, Fried eine Minimalbesteuerung von Ultrareichen, von Milliardären. Also, am Optreff ist von dem G20 in der brasilianischen Präsidenz. Und ich will auch dafür, Madame Tanson ausdrücklich merci sagen für die pertinente Aktualität. Ich will aber auch das eigentlich klar und deutlich als Minister sagen. Das heißt in Diskussionen, wo jeder einen Beitrag hat von 5 Minuten mit Ausnahme von dem Antragsteller. Auch das bedeutet eine Vorbereitung. Ich muss sagen, dass das ganz geordnet über die Bühne gegangen als Haut an das Schiedverein auch da eng argumentiert Position vierbrücht an dat gehört doch zu enger Demokratie, da sie nicht immer ähnlich ist, da sind sich nicht immer ähnlich. Das ist normal, sonst wir man nicht an engem Lützeburger Parlament. Froh, die Madame Tanzer opwerft, als die eigentlich von enger globaler Steuer Gerechtigkeit, die auch am echter E-seitig, muss ich aber so ein Rapport von Herrn Zuckmann nicht aufgeschlossen ist. Und es gibt auch just nicht so eng Antwort, das hat doch diesen Debat, der finde ich das wieder gesagt, das ist ein demokratischer Debat, dass du unterschiedliche Meinungen singen, also normal. Und ich meine, dass auch nicht den einen, der Recht hat, oder den anderen Recht hat. Aber Schiedfried hat 10 Positionen argumentiert durchgelöscht. Dann was von dem Herrn Zuckmann bewegt sich eigentlich auch nicht an der Wirklichkeit, mehr an einer Wunschwelt. Und ich komme hierüber nach zurück. Der Rapport zählt eine ganze Reihe Voraussetzungen auch ab, für so eine Steuer überhaupt anzuführen. Voraussetzungen, die eigentlich weltweit müssen gelten, Voraussetzungen, die auch dann global müssen an der ganzen Welt anerkannt sind. Und wirklich geht die Damen und die Herren, das ist nun nicht immer eine Wunschwelt an Politik, das ist immer die Kunst vom Möglichen. Herr Präsident, die Damen und die Herren, was steht da genau an dem Rapport Zuckmann am Auftrag von der brasilianischen G20-Präsidenz dran? Der französische Ökonomist proposiert eine global koordinierte Mindeststeuer für Leute mit einem extrem hohen Einkommen. Konkret 2% Steuer auf einem möglichen Vermögen von mehr wie 1 Milliarde US-Dollar. Mit Ziel von mehr Steuergerechtigkeit am Vergleich zur Besteuerung von der Arbeit und auch für Investitionen, Bildung, Gesundheit und Klimaschutz. Das Resultat wäre global mehr Einnahmen, die das gesagt von rund 250 Milliarden US-Dollar, bei weltweit rund 3000 Milliardären. Propos, da muss ich Ihnen auch sagen, wird unterstützt von wem? Von Brasilien, von Frankreich, von Spanien, der Belgien, und Südafrika, die nächstes Jahr G20-Präsidenz überhält. Klein Klammer, ob wie weit Brasilien hier eigen Propos unterstützen wird, das bleibt auch noch aufzuwerten. Der Zuckmann-Rapport baut weiter OECD-Beschluss von einer 15% Minimalbesteuerung von multinationalen Firmen aus dem Jahr 2021, die man auch in der neuen Regierung zu Lützeburg am Dezember letzten Jahr angefordert hat. Und ich will an dem Kader auch die Wichtigkeit von internationalen Gremien wie der G20 unterstützen. Und als dann der bekräftigte Nachdenke steht ganz klar zu dem Multilateralismus und auch für allem der Rechtsstaatlichkeit. Herr Präsident, die Damen und die Herren, wir stungen neuen Entwicklungen als Lützeburg nie am Weh. Wenn es machbar Kompromisse sind. Auch wir haben als über die letzten 20 Jahre dem Geist von der internationalen Steuerkooperation angeschlossen. Ich erinnere mich an den Sommet von 2000 von Feiern, wo die Weichen übrigens gestaltet wurden für den Informationsaustausch für die Besteuerung von Spurenerträgen von Nichtresidenten.
Daraus gouf die heutige Quellesteuer munde Mitte schon darüber geschwert op Spurprodukte. Nur der Finanzkrise 2008 huet sich auch der Prozess weiter beschleunigt. Man Beitritt 2009 zum OECD-Austausch von den Informationen, die wir hun bei Netrison. 2011 kommt die EU-Direktive über die Administrativkooperation auch nach dabei als Steuerfrohen. Wir haben an den letzten Jahren auch weiter, auch in der früheren Regierung mit der Zustimmung von einer breiten Opposition weiter Fortschritte gemacht. Beim Austausch zum Beispiel an Rulingen, wo ein legal an der Steuergesetzgebung 2017 dran gesetzt ging. Über 100 Länder machen beim automatischen Austausch von Bankdaten mit. Auch beim Viergoen ging aggressiv Steuerplanung sind wir mitgegangen. Zum Beispiel Stichwörter wie DATA-Direktiv, die Steuervermeidungsdirektiven oder Benefizkürzungen nach Verlängerungsprozesse, die sogenannten BEPS-Direktiven. En 2023 und für gesagt kommt du die sogenannten zweite Pilar, der Tisch, dass all multinationale Betriebe, die mehr wie 750 Millionen Euro Chiffre d'affaires hat, dass den muss enger gesamter Minimalbesteuer von 15% innerlei. Gleichzeitig, die Damen und Herren, ist es aber für uns auch klar, als Regierung, Bankgeheimnis für die Lützebäuer Residenten geht nicht ungepackt. Wir wollen keinen gläsernen Bierger. An dem Kontext, an das ja viel von Zöllen gefroht gehen, aber ich liefere die. An dem Kontext Dunzoll von Menagen mit den höchsten versteuerbaren Abkommens zu Lützeburg. Wir hatten hier zu Lützeburg an den letzten Besteuerungsjahren just etwas mehr wie 300 Leute mit einem versteuerbaren Jahresabkommens von über 1 Million Euro. Zwischen 5 Millionen Euro und 10 Millionen Euro versteuerbaren Abkommens lassen sich die betroffenen Personen dann ob enger maximal 2 Hände zählen. Im Jahr 2021 am ganzen 4 Residenten an 1 Nicht-Resident. Am Jahr 2022 am ganzen 10 Residenten an 2 Nicht-Residenten. Aber bei den Residenten nach eng Person mit einem versteuerbaren Jahresabkommen zwischen 10 und 20 Millionen Euro. Will man da wirklich Vermögen von 650.000 Leuten bis auf den letzten Sou durchlichten, für am Endeffekt vielleicht herauszufinden, dass wir überhaupt keine Milliardären zu Lützeburg haben? Steht den Aufwand am Verhältnis zu dem Resultat? Gegen den OECD-Trend übrigens. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich habe gesagt, wir sollten auf diese Punkte schaffen, wo Konsens besteht. Das sieht übrigens auch der G20. Wir haben Fortschritte als Sache Mindestbesteuerung für große Betriebe gemacht. Aber es gibt keinen Konsens für eine Minimalbesteuerung von Ultrareichen, weder um Niveau von dem G20 noch um Niveau von der OECD. Und auch in Zukunft ist es nicht wahrscheinlich, einen Kompromiss zu erwerben. Tendenz geht am Moment weltweit in der Richtung, dass Schiedveré probiert, möglichst viel finanzstark Leute umzuziehen. Die Forderung vom Herrn Zuckmann steht auch am Widerspruch von dem OECD-Trend aus den letzten Jahren. Die meisten Länder an der OECD erheben nach einer Vermögenssteuer auf Privatpersonen. Von 38 Ländern an der OECD sind es dafür: Spanien, Norwegen, Schweiz und Kolumbien. 1995 waren da 12 nach innerhalb von Europa. Herr Präsident, die Damen und Herren, wenn wir also heute keine Vermögenssteuer mehr zu Lützeburg haben, hat das gute Ursachen, erkennt nicht von ungefähr. 2005 hat die demalige CSV-LSRP-Regierung Quellensteuer angefordert und Vermögenssteuer für Privatpersonen aufgeschärft. CSV-LSRP-AMDP haben damals mit R4 Stimmen dafür gestimmt, 12 Nein-Stimmen von der RDR an die Grünen. Aber was waren die Gründe von der Aufschaffung? Für das erste Mal juristischer. 1997 hat das deutsche Verfassungsgericht die deutsche Vermögenssteuer als verfassungswidrig deklariert. Ein ähnliches Urteil gab es auch mittlerweile an Holland. Das war die Vermögenssteuer mit enormen administrativen Aufwand verbunden, besonders für die Evaluation von verschiedenen Gütern. Weiter stimmt den Ertrag in keinem Verhältnis zum Aufwand. 2005, das letzte Jahr, wo sie erhoben gouf, waren nach 22 Millionen Euro. Am Vergleich
fließen haut 160 Millionen Euro iwwer de W vun de Quellersteuer an Staatskäes. Leiit gin also op Deler vun ihrem Vermege besteiert, Stichwort och Grundsteuer. Ha steht jo nach eng Reform un. Net Machbarkeit vun der Milliardärsteuer. Herr Präsident, die Damen und die Herren, ass so eng Milliardärsteuer iwwerhaupt machbar? Die Kurzantwort ass nee. Amerika huet schon ënner der beiden Administration klar no gesot. Die amerikanische Finanzminister Janet Yellen war heigleis klar. Mam Comeback von Donald Trump wird Disposition wohl kaum ändern. Am ersten Mandat Trump goufet solid Steuerentlaschtungen für Großsteuerzahler an Entreprisen. An auch für 2025 sind massiv Steuerentlastungen an den USA mittlerweile angekündigt. Da müssen wir uns an Europa echt frohen über als ege Wettbewerbsfähigkeit stellen. Genau das mischt auch der sogenannte Draghi-Rapport. Man Fazit, dass Europa weit manner kompetitiv ist wie einer Wirtschaftsraum. Und wir riskieren weiter aufzurutschen, am Vergleich mit China und auch mit Amerika. Und dafür brauchen wir massiv Privatkapital. 800 Milliarden Jahre nach dem Herrn Draghi seinem Rapport. Kaderbedingungen müssen hier auch stimmen, auch steuerlich. Auch dafür funktioniert eng Milliardärsteuer nicht, weil sie wirklichkeitsfremd zum Deal ist. Kein ist mehr mobil wie Milliardären. Kein hat mehr Mittel, für sich die besten Fiskalisten zu holen. Aber den Herr Zuckmann blendet das einfach an seinen Überlegungen aus. Heisch Steuern bringen auch nicht automatisch mehr Steuereinnahmen. Und das schon für drun angeklungen, trop d'impôt, tu l'impôt. Schließlich soll ihn auch nicht vergessen, dass Zuckmann Propos auch technisch schwierig ist. Nur welche Kriterien gibt Vermögen bewährt? Bilder, Bijouen, Entreprisen, Land. Wie gehen die Reich an ihre Vermögenswerte identifiziert? Wie soll globalen Austausch von diesen Informationen überhaupt gehen? Das sind immer ein paar Fragen, die auch am Zuckmann-Rapport abgeworfen gehen, aber ohne Antwort. Hier ist durchaus vorprogrammiert, ohne global Fortschritte. Und auch dafür setzt sich der G20 echt auf mehr international Steuerzusammen erwischt an, wie auf Steuern. Herr Präsident, die Damen und die Herren, Schluss nach einem Wort zur grundsätzlichen Steuerpolitik von dieser Regierung. Das Regierung ist eng von der Entlastung, nicht eng von der Belastung. Hierop den kleinen a mittleren Akkommens. A gené déi liefern wir auch. Dat das sowohl eng froh vu Steuergerechtigkeit wie auch vu Steuereffizient. Bei der Progressivität vom Akkommenssteuertarif sind wir ganz beim Zuckmann. Zu Lützeburg bezahlen 1,5% von der Steuerzahler über 26% von der Akkommenssteuer. 4,5% von der Stadt bezahlen über 43% von der Akkommenssteuer. An 21,6% die Damen und die Herren kriegen eng Negativsteuer. Das heißt, sie kriegen vom Staat Suen zurück an Rëm, ohne dass sie überhaupt Steuern bezahlt werden. Das Zahlen sind nicht von mir, die sind die aus dem Avis vom Wirtschafts- und Sozialrat von 2021. Mehr Bretschölleren bezahlen also schon zu Lützeburg mehr Steuern. Herr Präsident, die Damen und die Herren, es ist nicht Zeit für unilateral Steuern für Milliardären. Das Steuer ist haut nicht machbar, sie ist nicht umsetzbar und sie ist auch nicht realistisch. Die Idee ist eigentlich gut gemeint, aber sie ist nicht durchdacht. Aber der Rapport Zuckmann hat recht bei der nachhaltigen Globalisierung, auch bei der Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit. Für diese mehr steht auch ganz klar die Regierung. Der Mindestlohn wird mit ihrer Zustimmung ab dem 1. Januar 2025 steuerfrei zu Lützeburg sein. Auch die Steuern spielen dafür eine Rolle, mit dem Politikmix, ja, die können da lernen, der Politikmix muss stimmen. Dafür sollen wir nicht grundsätzlich für Allzeiten Nein zu einer Milliardärsteuer, was sie da global angefordert gehen. Am Respekt für Gleichgewicht, für Steuergerechtigkeit und auch vor allem für Wettbewerbsfähigkeit. Ziel von dieser Regierung bleibt Wohlstand für jeden durch nachhaltig inklusiven Wohlstand. Awusst du? Heim, also Lützeburger Modell, soziale Frieden durch eine starke Wirtschaft und einen starken Sozialstaat. Mit Triple A, aber auch Triple S.
an Europa eng Relance vun der Kompetitivitéit mat stärkem Sozialsockel. An der Welt eng méi mënschegerecht Globalisierung, do si mir eis anderem eens, ma Herr Zugmann, a gené do begéen sich an Eisen an, wie ugangs ugekënnecht, och de Milliardär an se Schufer. An is so nech Merci fir opmerksam.